69. Wache. Tag 6. Gebrochene Versprechen. Guten Morgen. Sie haben Ihre Strafzettelquote erfüllt. Alle Strafzettel waren gültig. Gute Arbeit. Sie haben Ihr Revier nach Vorschrift patrouilliert. Was das Einschreiten angeht, Sie haben nur einen Erpressungsversuch verhindert. Sie sind nicht bei Adamski eingeschritten. Und all seine Anrufe bereitet er zentrale Kopfschmerzen. Und das alles wegen Ihnen. Okay, das reicht für heute. Nicht schlecht, aber Sie müssen sich besser anstellen. Halten Sie Ihre Notizbücher hervor und schreiben Sie mit. 12 Strafzettel ausstellen. Oh Mann. Ja, jetzt ist Schluss mit der Faulenzerei. Der Bürgermeister sitzt mir im Nacken. Die Strafzettel bringen nicht genug Geld. Und eine Sache noch. Es gab einen Hinweis, dass die Gang Lieferungen in Ihrer Nachbarschaft ausführt. Finden Sie das verdächtige Fahrzeug und melden Sie es. Am Ende verkaufen Sie Ihre Pillen noch an Kinder. Sehen Sie sich vielleicht mal beim Pfandhaus um. Was glotzen Sie denn alles so? Das war alles. Super. Ich habe genug von diesem beschissenen Smog. Besorgen Sie sich eine Maske. Wie sollte ich dann essen? Stört es Sie nicht? Sie sollten froh sein, dass Sie nicht in LA arbeiten. Da kann man die Luft ja fast schneiden. Habe ich euch von letzter Nacht erzählt? Ja, mindestens 100 Mal. Es war so gut. Wissen Sie was, Cortez? Was denn, Süße? Ich glaube, Sie sind schwul. Sie kompensieren es, indem Sie den ganzen Tag darüber reden, Frauen abzuschleppen. Steigen Sie mit mir in die Dusche und ich zeige Ihnen, wie falsch Sie liegen. Verlockend. Vielleicht wollen ja ein paar unserer Kollegen hinzustoßen. Zeigen Sie ihnen, was für ein Hengst Sie sind. Was ist denn aus der Romantik geworden? Das habe ich mir gedacht. Alles nur Gehabe. Was gibt es zu lachen? Nichts, Boss. Dann reißen sie sich zusammen. Sie stellen sich da draußen beschissen an. Hat jemand mein Notizbuch gesehen? Du hast dich sicher wieder draufgesetzt und dein Arsch hat es verschluckt. Scheißkerle. Tut mir leid, aber das hat sich angeboten. Deine Mutter hat sich angeboten. Nicht schlecht, wie dem auch sei. Habt ihr mitbekommen, dass es heute wieder verdeckte Ermittler geben soll? Wen? Die von der Innenrevision, die spionieren uns nach. Dann solltest du lieber keine Bestechungsgelder annehmen, McNabb. Tue ich eh nicht. Sicher, niemand von uns tut so etwas. Viel Spaß damit herumzulaufen, ihr Versager. Verpissen Sie sich, McNabb. Zumindest mögen Sie mich in meiner Nachbarschaft. Niemand mag Sie. Sie würden ja nicht einmal einen Krüppel die Krücke reichen. Dafür ist schließlich das Gesetz da. Sie werden einsam sterben. Sie sind eine Null, genau wie der Rest der Bande. Viele Nullen hintereinander können auch schön sein. Passen Sie auf, Kelly. Und somit geht's wieder ab auf die Straße. Und ich bin ja gespannt, was mir jetzt da ist, die Schaffenheit. Also Strafzettel, 12 Strafzettel, egal wofür, sie sollten ja nur gültig sein. Okay, bis später. Ja, 12 Strafzettel ist die Schwierigkeit. Ja, das wissen wir schon. Zwischen gehen wir echt fein machen. Gehen wir auf Äußere kontrollieren. Nehmen wir gleich weg. So, da. Das für Verdichtungsauto. Ein HL 27 irgendwas. Nicht. Licht ist das, was irgendwie am meisten Zeit braucht. Also sagst du das Reifen kontrollieren? Es geht ja nur so, dass du einen Reifen machen, das ist bis jeder Reifen gleich. Weil. War schon komisch. Einfach beim Moonwalk. Melden Sie sich, falls Sie Verstärkung haben. Ey, da wäre wieder irgendwas vorgehen. Was ist mit der Menschenmenge?
Sind Sie blind? Wir haben alle dasselbe Problem. Wir können keinen Kaffee kaufen. Es ist das einzige Kaffee in der Nachbarschaft und es hat geschlossen. Zum ersten Mal seit Jahren. Vielleicht ist etwas passiert. Sollten Sie sich da nicht darum kümmern? Wir brauchen unseren Koffein. Die zwei da drüben sind eben aneinander geraten, weil da einer von ihnen vorgedrängelt ist. Ich spreche mit Norma. Wissen Sie, wo sie wohnt? Aus Nummer 600. Welche Wohnung ist es? Ich weiß ich auch nicht. Ich gönne mir ein paar Drinks bei Hardwick. Los. Jetzt auf Donuts wechseln. Bla bla bla. Ihr wohnt da nicht. Super duper. Ihr wohnt da nicht. Sie kochen jetzt Wasser auf den Kopf. Sie. Ja, kommen Sie rein, verzeihen Sie das Chaos. Hier wurde ein Vorfall vor Ihrem Lokal gemeldet. Zwei Ihrer Kunden haben sich die Köpfe eingeschlagen. Einer von ihnen hat sich in der Schlange vorgedrängt. Oh, war es schlimm? Ja, vor dem Laden steht ein Dutzend Leute. Können Sie mir sagen, warum er geschlossen ist? Ich habe ein paar Stammkunden, aber... Ein paar? Sie haben den besten Kaffee in der Nachbarschaft. Wissen Sie, wie viele Leute ihren Tag mit einer Tasse Ihres Kaffees beginnen? Mama, können Sie etwas deswegen unternehmen? Die Nachbarschaft braucht Frieden. Es ist nicht so einfach. Ein Mr. Micheli hat für heute Nacht mit einer Reservierung gemacht. Also haben Sie das ganze Restaurant für ihn geschlossen? Nicht für ihn, vor ihm. Verstehe nicht. Mr. Micheli ist einer dieser Gastronomik-Kritiker. Er schreibt für mehrere Zeitungen in der Stadt. Er verwendet Aliase, aber ich habe ihn erkannt. Also war er schon einmal im Moonwalk? Vor ein paar Jahren hätte er es fast geschlossen. Hat über alle schlechten Dinge in Brooklyn geschrieben. Dieses Stück. War es gerechtfertigt? Nicht wirklich. Nun, vielleicht gab es da etwas. Etwas, und das wäre, es ist wirklich nicht so wichtig. Norma. Es ist nichts. Wirklich. Kommen Sie schon. Eine Ratte hat in seine Suppe gekackt. Oh Gott. Das hat Mr. Mii auch gesagt. Dann lief er schreiend davon. Das kann ja mal passieren. Sie hatten einen schlechten Tag. Ich bin sicher, das passiert nicht wieder. Der Blut steckt sich nirgends zweimal ein. Sie tut zum Fenster zum Moonwalk und das Geschäft läuft weiter prächtig. Was soll denn all dieses aufheben? Er kann so etwas nicht nochmal schreiben. Lieber schließe ich den Laden, als ihn reinzulassen. Das ist Brooklyn. Hier ist nichts perfekt. Die Ratte lebt immer noch da. Und selbst die Ratte hat Angst vor dem Kakerlaken. Haben Sie es mit einem Kammerjäger probiert? Auf keinen Fall. Wenn die Kunden den sehen, nehmen sie Reis aus. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, aber dazu brauche ich die Schlüssel zum Restaurant. Ich hole etwas Gift und niemand wird etwas merken. Wirklich? Wie kann er jetzt Ihnen zurückzahlen? Uns fällt schon etwas ein. Wir müssen ihn schnellstmöglich zum Öffnen. Hallo, hier ist Officer Kelly. Ich brauche dringend Pestizide. Ich gebe Ihnen die Adresse, keine Fragen, okay? Aber wir haben nichts auf Lager. Womit töten Sie dann die Viecher? Tja, also Sarkasmus funktioniert nicht. Schauen Sie zu viele Filme? Das letzte Fass ist an den Donut gegangen. Es ist in Ihrem Gebiet, da war es nicht wirklich schlimm. Mensch, einmal waren die Kakerlaken sogar die Kunden. Sie sind ja zum Schießen. Bla 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 bla. Was ist los? Das ist sehr wichtig. Wir haben Beweise. Ich höre. Wo? Hier? Ich meine, nicht wir. Nicht hier. Scheiße. Ich hab's verbockt. Sharon wird mich umbringen. Immer mit der Ruhe. Nochmal von vorn. Durchatmen. Ich wollte Ihnen sagen, Leutnant Jacobs von der DEA in Baltimore anzurufen. Er kann sagen, was mit Fat Mike passiert ist. Okay, aber wenn damit etwas nicht stimmt. Nein, nein, das ist wichtig. Tun Sie es heute.
Ich komme nicht mehr mit den Strafzettel hinterher. Hey, ich habe gehört, es hätte hier ein Kakerlakenproblem gegeben. Ja, das passiert. Und wie haben Sie es bewältigt? Wir haben Sie auf eine strikte Und seit ein paar Wochen läuft alles prächtig. Haben Sie noch etwas übrig? Klar, wir kaufen es wie immer, fassweise. Ich gehe es holen. Da bin ich wieder. Dürfte ich nur fragen, warum Sie es brauchen? Ich habe ein Problem auf der Wache. So. Dann machen wir jetzt mal schnell Strafzettel, Parkverstoß, bam, bam, bam. Diesen kennen wir nicht mehr. General Lee ist es. Wer den nicht kennt. Oh Mann. Das ist ja mal geil. Das ist ja mal geil. Oh Mann. Tja, da kann man nichts machen. Auto bei 613. Alter, bei 605. Was ist das kurz eine da? Mal schon herum an. Scheiße, das ist wirklich das reinste Jauchegrab. Grube. Scheiße, das brennt. 15 Minuten später. Kann auch, kann man, alles dreht sich. Nur noch die Küche und dann bin ich hier raus. Was zum Teufel ist das? Hey, was hast du denn da? Jetzt hier mit mir? Eine menschengroße Kakerlake? Was denkst du? Reibt die Augen. Das wolltest du doch nicht etwa benutzen, oder? Zeigt auf die Pestizide. Habe ich schon. Hör mal, Mann, es ist nicht immer so einfach. Du kannst nicht einfach so ein Stück Geschichte vernichten. Wovon redest du da? Wir sind seit Jahrhunderten von Jahren hier. Ich bilde mir das ein. Mein Groß. 10 Minuten später. Großvater. Was? Während der Schlacht von Long Island hat er auf dem Klo von George Washington persönlich gehaust. Du verarschst mich doch. Es war nicht sehr weit von hier. Außerdem sehe ich aus, als würde ich Witze machen. 1863 hat sein Bruder Typhus den Krieg überstanden. In General E. Wools Unterhose. Das ist definitiv das beste Zeug, das ich je geschnüffelt habe. Auf solchen Geschichten ruht unsere Familie. Bist du sicher, dass du diese Küche einnehmen willst? Ein kleiner Spitzer führt zum Genozid. Aber ich flehe dich an, Mann. Ich sag meinen Cousins, dass sie deinen Kuchen nicht mehr essen sollen. Aber ich habe versprochen, mein Schwager wird sich nie wieder an deinen Essensresten vergehen. Du schläfst mit offenem Mund, oder? Die Besitzerin. Wir hören sogar auf, in deinen Popcorn zu kacken. Du bist zu weit gegangen. Tut mir leid, ich habe es der Besitzerin versprochen. Ich verstehe. Es gibt wirklich nichts, was ich tun kann. Aber du bist die witzigste Kakerlake, der ich je begegnet bin. Was für ein Trip. Aber ich habe meine Pflichten. Er spielt in der Küche. Oh Mann, das war zu Stunde. Wo ist doch verschissen aus. Aber hier sind die Schlüssel. Das funktioniert sicher. Nichts Seltsames ist passiert. Nein, warum fragen Sie? Kein besonderer Grund. Wollte nur sichern, dass alles nach Plan verlaufen ist. In dem Fall ist es Zeit, wieder zu öffnen. Kommen Sie noch 3:30 vorbei. Dann sehen Sie, wie es gelaufen ist. Viel Glück, ich werde auf jeden Fall da sein. Ja, wir haben geöffnet. Kommen Sie herein. So, wir müssen jetzt erstmal Strafzettel machen. Nein! Ja, das muss ich leider machen, weil jetzt stehst du irgendwo anders. Bitte, schreiben Sie nicht weiter. Wir können doch sicher ins Geschäft kommen, was? Wie bitte? Ich habe einen 20er besiegt. Das Geld macht sich besser. Bringt mir nichts. Ich muss erstmal Strafzettelquote machen. Bam. So, da.
Verstoß. Das ist ganz cool, weil meine Tastatur, die leicht, wenn der Ding blinkt, besser gesagt, wenn der abgeschleppt wird. Und dann merkst du halt genau, wenn es nicht mehr blinkt. Kannst du einfach mal sagen so, jo. Fragen Sie einfach, was Jesus tun würde. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht würde er in meine Tasche greifen und etwas herausholen. Warum greifen Sie nicht selbst hinein und bezahlen Ihren Strafzettel? Verdammt, gottverdammte kleine Pissnecke. Ich bitte Sie, würde Jesus so etwas sagen? Du Scheiße, Bulle. Gott blickt auf Sie herab und ist sehr enttäuscht von dem, was er sieht. Sie wollte seinen Scheiß gar nicht abschleppen lassen. Schön Sie zu sehen. Wir möchten Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Was ist los? Wir suchen nach einem Dreirad. Nach einem Dreirad? Ja, ein rotes Dreirad. Es wurde heute Morgen gestohlen. Wenn Sie es finden, kommen Sie zu mir. Ich werde hier warten. Selbstverständlich zahlen wir. Okay. Gib mir einfach mal um. So. Diese Richtung sind wir soweit fertig. Jetzt haben wir da wegen Reifen. Okay. Reifen. Okay. Passt halt. 802, dass wir unsere Quote erfüllen. Jetzt will ich es verdoppeln schon. Hart. Aufzettel. Bam, bam, bam. Der Uhr? Nee. Andere Frage. Können wir die Dinge Autos finden? Das ist mit dem Inhalt. Alter, du musst die jedes Fahrzeug da. Du musst davor befinden sich am Pfandhaus. So, ja, sagt er mal viel Bescheid. Okay. Na, das bitte nicht. Ich sehe die Freizeit. Wir sind schon dreimal durchgestanden. Kennzeichen kontrollieren. YNY 946. NH. Sehen, was hier noch liegt. Neue Geschäfte, bla 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 bla. Verdächtiges Auto da. Bis jetzt. Trotzdem jetzt abgeschleppt. Ich glaube nicht, dass der in Vietnam war. Was für die? Verstoß, bam. Das schaut mir halt verdächtig gut, das Auto. Kennzeichen. Strafzettel. Ach komm, das soll den Vietnam machen, das glaubt er selber nicht. Jetzt mag ich aber dann nicht mehr los. Da hat sie Glück gehabt. Zumindest ganz hier das Sand spielen. Aber glaube nicht so viel.
Also vor meinem Ding laden ist einfach schon mal gar kein Ding. Strafzettel, bam, bam, bam. Mein, echt schon wieder fest Strafzettel verteilt. Zeichen. Strafzettel. Ich weiß nicht, dass die Safe nicht verdächtige Fahrzeug ist. Nee. Ah, die. Ich muss leider ablehnen. Was ist das? Oh, mal den. Oh. Ich habe jetzt Core 3 oder so gefunden. Das ist ja schon mal so. Oh, mein Kennzeichen, irgendwas mit NH was. Teak. Es ist auch mit Zeit, dass du irgendwas Wichtiges machst zu finden. Yay. War nur was Sekunden bloß noch. Zeichen. Plänen. Ich weiß, es ist wurscht, man parkt halt einfach nicht da fahren. Nee. Kfz mit NH gefunden. Was jetzt? Das ist komisch, wir haben das Fahrzeug nicht gefunden. Jetzt mal so. Der ging nicht gemeldet. Ja, wie denn, wenn ich es nicht finde? Wenn ich es finde, kann ich es nicht vermelden. Kriege ich immer gleich Gehaltskürzung, weil ich es nicht finde. Ja, nervig. Aber trotzdem 25 dazu gekriegt. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das ist ein bisschen schwieriger als gedacht, aber wir kriegen das schon noch. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Also, Arrivederci.